Onze Geschicht. Dat is de Geschicht van de oudkolonie Mennoniten, die in de 1920 jaren van Canada uit de provincien Manitoba en Saskatchewan naar Mexico, naar staat Chihuahua, bij San Antonio de los Arenales, en grote Bastillestoel, zich loont, Kjeipendeiden en door een Amzielendeiden. George Rampel, die de Geschicht uitstudeert en opstelt, is zelfs in Mexico geboren, door abgewassen, en heeft veel van dit zelfs met beleefd. In diesem Aufschnitt is wieder de rede van wo de General Conference een aanvang gekregen heeft bij Cuauhtémoc en wo zich de School Obregón entwickelt heeft. Onze Geschicht Nummer 54. Ditmaal zal we nog wat meer van de algemene conferentie ihre Arbeit in Chihuahua vertalen en van wat deze Arbeit dort bijgedragen heeft, dat immer noch mehr oudkolonische en kleingemeensche Eltern ihre Kinder betere Schoolbildung geben können. En ook wat dadurch in onze Geschicht geändert heeft. Wir haben letztes Mal noch gerade gesagt, dass ältester Isaac am Dick mit Aaron Redekop und Cuauhtémoc geredet hat und ihm gesagt hat, dass der Hoffnungsauer Gemeinde, die oudkolonische, uitgeschlossene Gemeindenglieder nicht sollen in ihre gottesdienstliche Versammlungen kommen lassen und auch nicht den ihre Schulkinder in ihre Schulen. Und Aaron Redekop, dem dort Hoffnungsauer Kirchengebiet und auch den ihre Schulgebiete nu al sozusagen allein gehielten, weil seine Brüder mit ihrer Familie dann auch nach Kanada getroffen wären, die wollte oudkolonische Leiders entschieden nicht gegen sich haben, bis das ihnen geschafft sei erschoben können. In der Konferenzarbeiter merkten all in dem 1962-63 Schuljahr Spannungen zwischen An und Aaron Redekop. Im Fahrjahr 1963 merkt Aaron Redekop dort ganz klar zu ihre Schullehrers, dat dit het laatste schooljaar zijn wordt, wo die uitgesloten oudkolonie ihre Kinder en de Hoffnungsauer School worden komen derven. En dan wil Redekop ihren Prediger im Fahrjahr 1963 dort te bereden, oder am dort versagen, dat hij de uitgesloten oudkolonische Vorderstadt aufsagen soll, mit ihrer Familie taub in ihre gottesdienstliche Versammlungen zu kommen. Aber die in Chihuahua angestellte Konferenzarbeiter wären sich darin alle einig und sehen zu Aaron Redekop, wie derven und wie waren keine Menschen dort verbieten, zu unseren gottesdienstlichen Versammlungen zu kommen. Denn dort wird je in unserer Konferenz ihre Prinzipien sein, keine Menschen darf man dort verbieten, in gottesdienstliche Versammlungen zu kommen. Und dann, in Betloter, bald nachdem die sogenannte Falljahrskirche zu Ende gekommen wäre, und die jugendlichen Personen, die durch in der Hoffnungsauer Kirche ihren Unrecht gekriegt hatten, gedeiht worden wären am 23. Juni 1963, dann lädt Aaron Redekop die Konferenzarbeiter Sonntag am 30. Juni nach dem Maienanlag durch seinem Schwörer in die Kirche ungefähr der Zeit. Wenn jede uitgeschlossene oudkolonische Voders nicht sagen wollen, dass sie mit ihrer Familie taub nicht mehr zu unseren Gottesdiensten in Hoffnungsauer Kirche kommen dürfen, dann lohnt ich you von der sagen, dass you dort von der an mit an taub verboten ist, in unsere Kirche zu kommen. Dit verursacht sehr großen Aufruhr mang die wenige Russland-Familien, die noch in Cuauhtémoc woonden, mang de Konferenzarbeiter in Cuauhtémoc oder in Chihuahua, en ook mang de oudkolonische Families wonen sich in der Hoffnungsauer Kirche also zu sein, gemerkt haben. En als de Konferenzarbeiter dort mit der Oudkolonie taub verboten worden wäre, in der Hoffnungsauer Kirche zu kommen, dann hat die Russländer ihre Gemeinde keinen Prediger. Wenn sich von dort an die wenige Russland-Mennoniten in Cuauhtémoc am Sonntagmorgen zum Gottesdienst versammelten in den ersten Monaten, dann hielten Aaron Redekop selbst und noch ein paar andere Brüder
en de Hoffnungsauer ihre Versammlungen aufwechselnd Verlesungen. Lothar leidt Redekop, wann dort zur Jugend ungerecht Doopvast oder Kasten kommen soll, Plautdietsch von Kanada oder der USA dort kommen und an damit bedienen. De conferentiearbeider maken met de betroffene Oldkolonie en met de conferentieleidertop de entscheidung, op dem Rancho Quinta Lupita, so 5 kilometer Süden von Cuauhtémoc, met Schul- und Sonntagmorgengottesdienstversammlungen anzufangen. Sie rechten door op vereerst einen Heinerstall aus Kirchengebiet an und versammelten sich da binnen zum Gottesdienst. Sie büden door ein Schulgebiet und fangen da binnen an, am 23. September 1963 an Schule zu haben. Helen Enns von Rheinland, Manitoba und Lena Lepkeman, wo all an der Hoffnungsauer Schule bei Cuauhtémoc ihre Bildung erholen hat, wären die erste Schullehrer in der Quinta Lupita Konferenzschule. Aus dieser uitgeschlossene oldkolonische Familievoders wohnen dort mit der Konferenzarbeiter-Top von Aaron Redekop, der Redekop seinem Schwerer verboten worden war, in der Hoffnungsauer Kirche in Cuauhtémoc zu gottesdienstlichen Versammlungen zu kommen, auf dem Rancho Quinta Lupita ihre eigene Schulbüden, dann fuhr Aaron Redekop einen Tag nur David Penners in Gnodenfeld und sagte die Penner, je bühen je wohl eine Schule, aber je waren da binnen nicht Schulunterricht haben. Aaron Redekop versucht in dieser Zeit, alle Konferenzen und MCC-Arbeiter aus Mexiko zu deportieren oder rüberzuschicken. All am zweiten Schultag, am 24. September ab Mittag, wird die Lehrerin Helen Enns an der Quinta Lupita Schule gemalt. Sie soll die Schule tauschlüten und dann kurz nach der Präsidentia in Cuauhtémoc ankommen. Die andere Konferenz in MCC-Arbeiter, die auch alle gemalt worden, dass sie kurz nach der Präsidentia kommen sollen. Dort in der Präsidentia wären Grenzbeamte in ihre offizielle Kleider und die verlangten streng, dass alle kanadische Arbeiter an ihre Visas wiesen sollen. Alle Arbeiter können die Grenzbeamte ihre Vorge-Immigrantpapieren wiesen, bitte 2 Mädchen nicht. Die hatten noch nicht Vorge-Immigrantpapieren und die wurden aus Mexiko rübergeschickt. Die andere wird alle streng gesagt, dass sie nicht in der Darpa ernannt worden sollen und auch nicht nur der Quinta Lupita Schule. Ich weiß nicht gerade, wo diese Lied dort haben reden gekonnt, dass sie in ihre neue Schule doch weiter mit Freiheit Schule haben können. Aber ihr erster Schulrat oder Schulboard, wo nur aus 3 Männern bestand, Heinrich Lepkeman, Bernhard Penner und Dietrich R. Reimer, die arbeiten von Fuß an sehr mit so einer Personentop aus der Federal Schulinspektor, Professor Nava, Dr. Herrera von der Salubridad, Dr. Berlanga und noch einige andere. Unterschriften wurden gesammelt, Briefe wurden geschrieben an die Gouvernation und so weiter. Diese Männer können dort wie die Regierungsbeamte irgendwo so utarbeiten, dass sie volle Freiheit kriegen, weiter Schule zu haben an ihre neue Schule, die Quinta Lupita. Am 5. Dezember brachte Heinrich Lepkeman ihre Schullehrerin Helen Enns den Schulhausschlüssel und damit auch die Freiheit, die Schule weiter aufzuhaben. Und am 6. Dezember 1963 fang weiter die Schulunterricht an in der Quinta Lupita Schule. Am zweiten Port vom Schuljahr 1963-64 und am zweiten Schuljahr 1964-65 wären Helen Enns und David Friesen von Santa Clara die Schullehrer in der Quinta Lupita Schule. David Friesen ist auch einer von den Schuljungens, die bei Santa Clara in Redekops ihre Schule seine Schulbildung erholen hat, der kanadische Schullehrer. In dem Schuljahr 1965-66 wären die Schullehrer in Quinta Lupita Helen Enns und Peter Penner von Gnadenfeld Nummer 2 bei. Wo wären wird die Konferenzschule bei Quinta Lupita gebaut? Diese Lied wollen ihre Schule auf so einem Land bauen, wo für einer von an seinen eigenen Landtitel hat. Und für das Quinta Lupita Land hatten die Eigentümer ihre eigenen Landtitels. Und das Land liegt angrenzend, aber büter der Manitoba-Kolonie, Oldkolonie ihrem Fleck Koloniesland. Und da wären gleich weg, wollen die ausgeschlossenen Kolonisten, wo Aaron Redekop dort verboten hat, an der Hoffnungsauer Kirche in Cuauhtémoc zu kommen, ihre eigene Schule auf diesem Land bauen.
En wil ze ihre Schule nicht auf dem Koloniesland bieten, gleichweg sagt die Chihuahua-Regierung dazu an, dass nicht die Oldkolonie und auch nicht Aaron Redekop ein Recht hatten, diese Gruppe Mennoniten durch ihre eigene Schule zu haben, verbieten können. Als diese Schule im Januar 1964 mit Freiheit existieren kann, dann wurde auch kurz das spanische Lehrprogramm eingeführt. Und so schwind aus der Konferenzarbeit an ihre neue Schule bei Quintalopita und Leben geroepen worden wir, dann kam dort noch weiter sehr klar zum Verschieden, dass noch einmal sehr viel oldkolonische Eltern wären, die ihre Kinder auch hier eine bessere Schulbildung geben wollen. Sehr bald fangen immer noch mehr oldkolonische Lied an, ihre Kinder nur diese Schule zu schicken. Im Jahr 1967 fangen die Lehrer an der Quintalopita Konferenzschule auch an, Sekundaria-Klassen zu unterrichten. Und dort, der ich zwei nie zugekommene Schullehrer, Henry G. und Sarah Ernst von Rheinland, Manitoba. Die Schüler soll in dieser Schule nehmen so bosig zu, dass sie durch 1970 all ab 130 gestiegen wir. Ein von dem Schuljahr 1970-71 absolvierten die ersten zwei Schülerinnen der Sekundarschule. Beide Absolventen dienten das nächste Schuljahr als Lehrerinnen an ihrer Primarschule. Henry G. und Sarah Ernst haben 15 Jahre als Schullehrer gedient in Chihuahua und Helen Ernst hat dort 40 Jahre lang unterrichtet. Elmer Penners wohnten als diese Schule in Quintalopita wir, auch mal in Quintalopita. Penner hat in Cuauhtémoc ein Krocker geschafft. Penners waren beeindruckt von der Schulbildung, was ihre Kinder an dieser Schule erhielten. Und wenn Penner mit seinen oldkolonischen Freunden von Schulsachen redet, und dabei antwortet, dass viele von ihnen nicht sehr zufrieden waren mit ihren Schullehrer oder mit ihrem ganzen Schulwesen, dann rot er an zu, ihre Kinder doch auch an Quintalopita Schule unterrichten zu lassen. Penner war auch ein Freund mit Aaron Redekop. Aber als Redekop antwortet, dass Penner oldkolonische Vaters toerot, ihre Kinder an der Quintalopita Schule unterrichten zu lassen, dann sagt Redekop zu Penner, Mira, kijk, ich und du wollen uns als Geschäftsmänner unsere Kinder gut lehren lassen, sodass wir unsere Kuh melken können. Aber wenn alle Oldkolonien ihre Kinder gut lehren lassen, dann haben du und ich keine Kuh mehr zu melken. Das vertelt Elmer Penner mir mal ungefähr so. Aaron Redekop war ein guter Geschäftsmann und hat viele von unseren Lied auch mit vielen Sachen geholfen. Hat uns viel Gutes getan. Aber diese, seine Einstellung, der Oldkolonie gegenüber wegen Schulbildung, der redet von einer gewissen Selbstsucht. Im Jahr 1976 wird die Quintalopita Schule inkorporiert, wird bei der Regierung anregistriert unter dem Namen Escuela Álvaro Obregón. Im Jahr 1980 werden an die drei Schulen, Quintalopita, Steinreich und Borvalde, 230 Primaria und Sekundaria Schulkinder. In Bad 1980 hatten 50 Schüler von Sekundarschule graduiert. Im Jahr 1990 wird in dem Dorf Blumenau ein großes Schulgebiet gebaut und alle Primaria- und Sekundaria-Klassen von der Escuela Álvaro Obregón siedelten über von Quintalopita nur ihre neue Schule im Dorf Blumenau. Unter dem spanischen Staatsprogramm wird in dieser Schule in Primaria und auch in Sekundaria-Klassen auch noch Kirchengeschicht, Religion und Deutsch unterrichtet. Aber so eine Vaters, die ihre Kinder in der Konferenzschule schickten, die wurden von der Gemeinde noch lang immer ausgeschlossen. Einmal wurden auch beide Eltern ausgeschlossen, aber meistens bloß die Familie Vaters. In der Zeit, als die Konferenzschule bei Quintalopita anfing, dann hat ältester Isaac M. Dick die Gemeindeleitung all an den neuen ältesten Heinrich Dick übergeben. Und das neue älteste nimmt so eine Stellung an, dass wenn oldkolonische Eltern auf der Manitoba-Kolonie mit ihren Familien nur die Quellenkolonie trocken, um dort bessere Schulbildung zu finden für ihre Kinder, dann brauchten so eine Eltern dabei nicht von der Gemeinde ausgeschlossen zu werden. Aber wenn Eltern auf der Kolonie wohnen bleiben,
in Kenia nur die Konferenzschule bekannte Lupita schickten, dann mussten sie uitgesloten worden. En door wären, dort fair zu beten, dass sie nicht uitgesloten worden brauchten, trocken an diese Jahren, bessere Schoolbildung für ihre Kinder zu finden, viele oldkolonische Eltern mit ihrer Familienstaub von der Manitoba-Kolonie in Chihuahua, mangt die kleine Gemeinde auf die Quellenkolonie. Dann, wenn die Familienvater oder sogar beide Eltern uitgesloten worden wären, dann hat dort am Anfang noch allerhand sehr schwere Folgen verahnt. Dann sollen die anderen Oldkolonien diese uitgeslotene Gemeindeglieder meiden. Und ein von den Dingen, was das Meiden entschließen soll, wäre, dass die Käsefabriken nicht die uitgeslotene Glieder ihre Mahlzeiten sollen. Auch da noch nicht, wenn ein uitgeslotener Bürger sein volles Recht hat an eine Kooperativkäsefabrik. Das soll die uitgeslotene Kolonisten dwingen, vader ihre Sache mit der Gemeinde tragmerken zu wählen. Aber das schafft nicht. Einer von diesen Männern stellt seine eigene Käsefabrik ab, kauft die uitgeslotene Bürger ihre Malz auf und milkt selbst Käse. Aber dort meint, dass die verstreut wohnende Leute sich topstonen und in vielen Fällen Malz selbst manchmal weit führen mussten. Nur etliche Jahren, als das immer noch mehr so eine Leute gibt, die entweder in ihre Kinder nur die Konferenzschule schicken oder in Kurvortige erfahren uitgesloten worden wären, dann kauften die Käsefabriken weiter auch die uitgeslotene Kolonisten ihre Malz. Ein anderes, was das Meiden von uitgeslotenen Gemeindegliedern anschließen soll, wäre, dass so eine Leute erfordern, ihre Gebiete, ihre Gerätschaft, ihre Möbel und andere Sachen nicht an die Gemeinde ihre Brandordnung anschreiben dürfen. Etliche Jahre dürfen die Brandschulden die uitgeslotenen Kolonisten ihre Sachen nicht anschreiben. Und dort meint, wenn so eine Leute erfordern oder irgend andere Sachen verbrennen, dann kriegen sie kein Brandgeld uitgeteilt. Dann mussten so eine Bürger den Brandschaden allein tragen. Aber das ändert sich auch nur etliche Jahre, als da ist immer noch mehr so eine Leute wären, die entweder noch uitgesloten worden wären, wegen ihre Kinder nur die Konferenzschule schicken oder wegen Kochquartier fahren, oder all ohne uitgesloten zu worden damit waschen. Dann schreiben die Brandvorsteher mit einmal weiter alle Kolonisten ihre Sachen in die sogenannte Brandordnung an. Hier muss wir weiter aufdecken für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir noch weiter mehr von der Allgemeinen Konferenz der Arbeit in Chihuahua und von was diese Arbeit dort beigebracht hat, dass immer noch mehr oldkolonische und kleingemeinde Eltern ihre Kinder bessere Schulbildung geben können. Und von was dort in unserer Geschichte alle geändert hat. But nächstes Mal, ich sehe George Rumpel.